Das ist ein Projekt, das wir hier am Ulzkanal schon lange realisieren wollen. An der Christvakanz hat Mello endlich die Gelegenheit, als neue Serie zurück an den LGE anzufangen. Wir haben früher Schüler zurück an ihren alten Lycée invitiert und ihnen so gut den Schlüssel vom Direktor geben, für dass sie überall können Vierwel zu gehen. Moin, moin. Willkommen zurück. Hamalji. Du leidest auch schon ein bisschen für dich. Das ist der Schlüssel. Du kannst immer da hingehen, wo du willst. Okay. Du warst ja in der Schule. Ich weiß nicht, ob du das Saal geht. Du siehst, du wolltest schon in Amerika hin. Oder in der Premiersaal, wenn du dich noch kannst erinnern. Ich gehe so in das Satyam-Saal vielleicht für okay. dich. Der war am zweiten Stock. Zwischen Ehre. Für Tatjana ist es die erste Kehr, 2016 Jahre, das hat am LGE. Wie hast du deine Lycée in Erinnerung? Es ist schon eine immens schöne Zeit, also an Erinnerung. Es ist schon nicht, ja, eine ganz unbeschwerte Zeit. Und zumindest Satyam, das war so. Ich meine, das war das allercoolste Jahr. Vielleicht, wenn du so von der Primärschule dann an die große Schule kommst. Aber das war eine flotte Klasse, das war ein flotter Zusammenhalt. Und Premiere war aber auch, das war eine ganz flotte Klasse auch. Da hat man auch gut gelacht und das war, voilà, ich meine, das war high. Ja, das war high. Ja. Und dann krude ich an der Geschichte. Am ersten Trimester hat es nicht gegelt. So just kein Datz. Und das war ein Riesendrama. Für mich, das war. Gibt es dann einen Prof, den du speziell in Erinnerung hast aus deiner Zeit? Für Satyam oder am großen Ganzen? Also ich kann mich erinnern, Madame Ferres, weil sie war auf Satyam als Regent. Und ich meine, sie war ein ganz guter Regent für Satyam, weil sie so als Klang so gut enkadriert hat. Ich hatte einen Englischprof, den habe ich immer ganz witzig von den Herr Oth, meine Schwester geheischt, den habe ich ganz, ja, dem sein Kuren hat ich immens gern. Und dann den Herr Schneider an der Bio, den habe ich von auch immer ganz interessant Kur gehalten. Und dann kam schon ein Prof, wo man, also, der hat man riesen Respekt für den, das war den Herr Krippler, den hat man am Französisch und am Latein. Also wenn der kommt, dann, ja, das war schon impressionant, was die für eine Autorität irgendwie ausgestrahlt hat. Also, ja, an den Herr Bimmermann, den werde ich auch nicht vergessen in der Mathe, den hat man Premiere in der Mathe. Und ja, den hat auch viel Geduld mit dieser Premiere-Mengen. Und dann aber ein anderer Prof, wo ich fand, dass den extrem gut Kur gegeben hat, das ist den Herr Lafont, den damals an der Geo. Das hat ja auf der Weg weitergegangen. Irgendwann ist du eine Sektion auswählen. Was hast du gewählt dafür? Ich habe schon damals A2 gewählt, wo du heute ein G hast. Und die Schule war auch bewusst. Ich weiß, damals habe ich schon immer gesagt, A2 als Pubertätsklasse, das sind all die entweder nicht wissen, was sie sonst machen sollen oder sonst nirgends verpacken. Mir ist schon bewusst rausgesicht, weil ich bin nicht gut an der Mathe. Ich wusste schon, ich will Journalismus studieren. Und A2 war die Intersektion, wo in Geschichte und Geo auch nach Premiere hat. Und für mich persönlich ist das einfach die Sektion, wo ich die größten Kultur general kriege. Für mich als Geschichte und Geo extrem wichtig, von den Journalist will gehen. Das heißt, für mich war die bewusste Choix. Ich kann mich aber auch erinnern, dass mein dämolische Regent auf Troisième das so, ja, nicht ganz positiv durchgestaltet wird. Das fand ich nicht richtig, wenn ein Schüler so an Schubladen stößt. Ich bin nie gefragt gehen, was hast du für eine Spezialisation am Lycée, der T-Shirt ein bisschen übertrieben fand. Du gehst auf einen Platz, wo du wahrscheinlich als Schülerin nicht die Rand gehst, aber du hast hier den Schlüssel. Ja. Da gehen wir mal ran. Ja, nee, hier war ich wirklich noch nie. Ich habe mir da doch nicht so groß vorgestellt.
Allgofe wahrscheinlich Dinge Prüfungen verbessert. Also, was mich gefragt, was getan gemacht? Also, als Pause, trinkst du noch Kaffee? Kaffeespause. Genau, da gehen wir hin, durch die Leute dir, und dann gucken wir mal, ob gewisse Profi vielleicht nicht da war, negativ Erinnerungen auf hier haben. Okay, guck mal, wen hast du noch da, wo ich kann. Also, Pantaleoni, den kann ich mich erinnern. Ich meine, den hatte ich aber nie selber. Me Kampagnen, Herr Kampagne an der Philo, Premiermengenisch, den Herr Wimmermann, den hatte ich, den Herr Junius. Me ich kann mich aber an E-Prof erinnern, das ist eine negative Erinnerung, die mich heute noch raus möchte, wo ich auf Katriam war, meine Stunde Schüleraustausch gemacht in Kanada, drei Monate. An den Prof wurde dann, wo ich bis nächstes Träger meiner Klasse zuletzt war, so die Bemerkung gemacht, ja, es waren ja verschiedene Leute, die gemeint haben, sie müssen 3 Monate Vakanz gehen oder so. An dem Prof gebe ich heute gerne so die 3 Monate Kanada als 16-Jährig in einem ganz anderen Umfeld für meine Lebenserfahrung an die Erinnerungen, die ich an meinem Leben habe, viel mehr braucht wie sei Kurs von einem Jahr. Also, ich verstehe schon, dass ich war in einer Vakanz und ich fand das schön, Schüler nicht zu pushen für so Experienzen zu machen. Tatjana ist sich aber auch bewusst, dass sie aus ihrer Zeit am LGE nicht nur für die Schule gelehrt hat, sondern auch etwas für das Leben. Ja, ich gebe aber schon so das System noch mit den Prüfungen, aber dass ich muss schaffen. Also, dass ich, wenn ich etwas erreichen will, muss ich in Jardin sitzen und lehren. Aber mit Stress auch umgehen. Wie gesagt, ich habe zwar Angst vor Prüfungen oder so, aber das muss ich dann aber irgendwie machen. Und ich meine, am Berufsleben da geht es nicht unbedingt mehr einfach. Das heißt, das ist besser, wenn ich schon alles vorbereitet habe, dass Stress mit da kommen, dass ich lerne, um da umzugehen. Weil sonst sind total unvorbereitet, fand ich, für am Berufsleben, wenn Bemol dann den Druck kennt oder so. Also richtig unter Druck war er doch für 16 Jahre an diesem Saal. Okay, Prakei war ich seit 2004. Für die Last, für die Premierschreiben, ich weiß nicht genau, wo ich sitze. Ganz viel. Bei der Fenstermenge oder so, ja. Heißt dann der Saal, wo das vom Leben anfängt? Ja, aber das war aber aufregend. Das war, ja, mit dem, da hatte ich so Code Dinge, weil das ja alles anonym da war. Ja, und dann sitzen wir da, und dann angefangen, das Blätter auszudelen. Und haben zu Hand angefangen, haben zu 4, und bis du dann endlich Blatt da hast, und gesehen, es wird froh, weil das war, da kriege ich aber noch irgendwie so ein bisschen den Bauch weh. Und dann zu gucken, okay, was geht gefroht, Faust oder Homofaber und all diese Sachen. In der Premiere geht der Weg meistens nicht so, wie sich das vorgeholt wurde oder geplant hat. Wie ist das für dich gegangen? In der Premiere, was du halb leben, was du wolltest unbedingt fort? Nee, ich wollte Journalismus studieren und ich bin nach Brüssel gegangen, auf eine Hochschule. Und da war ich 4,5 Jahre da und da habe ich Erasmus gemacht, ein Austauschprogramm, sodass ich dann die letzten 6 Monate von meinem Master zu Göteborg Schweden studiert habe, die beste Zeit in meinem Leben. Und ich gebe auch alle Schüler unbedingt den Erasmus zu machen, sie wird für 6 Monate oder ein Jahr, weil also das tut mir für mein Leben einfach immens viel Brot. Dann habe ich ein Stage gemacht beim Office de Publication von der EU-Kommission heute zu Lützeburg. Da bin ich mit meinem damaligen Freund für ein halbes Jahr auf Florenz leben gegangen. 2010 habe ich beim Lützeburger Wort angefangen zu arbeiten. Und da war ich da 2-3 Jahre. Und dann habe ich gewechselt bei der Pressestelle von der Regierung. Da bin ich 2015 für ein Jahr für den Außenminister als Vertretung auf Genève, also die Vertretung bei der UNO auf Genève, arbeiten gegangen. Wo ich rumgekommen bin, habe ich gemerkt, Diplomatie gibt mir gefallen. Ich habe einen Konkurs Diplomatik gemacht, den habe ich dann noch gepackt. Also arbeite ich seit Juli 2019 bei der Lützeburger Vertretung bei der UNO zu New York. Das war mein Premiersaal. Hier sitze ich. Auf 4 Uhr sitzt der Pascal, an denen immer damit gemacht. Das war mega witzig. Und wir hatten hier alles voller Sachen, so Bilder, wo man gemalt hat. Wir hatten auch Profi gemalt und so weiter. Schon die Nacht, die habe ich angesammelt und die habe ich noch. Das war
war wirklich ein ganz witzig Zeit. Ich bin mega nostalgisch, wenn ich darüber denke. Ich habe nie eine Konveniat gemacht. Ich kann mich erinnern, die Aussicht hier, das war nicht flott, wenn den abgerufen ist. Da freue ich mich auch nach Hause für den Sinn von der Sache. Zum Olster fand ich soll nicht von der Platz, das war wirklich so ein bisschen... ja, voilà, also nee, das war nicht flott. Das muss am Latein, das war ganz schlimm. Bei dieser Visite hat Villa Koch natürlich auch nicht dir fehlen. Heute sind wir wahrscheinlich an dem Gebäude, wo dein Lieblingsfach war. So, und das ist ganz unparteiisch. Ich meine, du hast die Bande noch reingekommen. Ja, den Ulzkanal. Also, hey, ich kann mich noch genau erinnern an noch den Raum hier, wo wir hier alle gut zusammen sitzen. Und geguckt, wie welche Reportage und so weiter. Ich habe immer gerne moderiert und die Moderationen gemacht. Ich meine, für zu lernen, ein bisschen einfach frei zu schwatzen. Und ich habe Journalismus studiert und ich fand natürlich einfach schon viel Brot. So im Nachhinein sonst mal, ich weiß gar nicht, ob ich mich halt trauen, das noch ein zu machen. Aber ich habe eine immense Erfahrung gefunden, auch weil ich gewisse Leute interviewen konnte, wo ich aber ein bisschen impressioniert war, Jean-Claude Juncker, Desiree Nosbusch oder so. Es waren aber viele Erfahrungen und nee, also ich gebe immer Nacken machen. Ich meine, wir können den ganzen Moment von Nostalgie, wir nehmen nach alle Aufnahmen von der, wo du hier am Mulchkanal warst. Okay, aufreg. Mit meiner Brick. Guten Abend beim Mulchkanal. Wir haben heute Claude Wiesler auf Besuch von der CSV. Er ist Deputierten an Schaffner Stadt, er geht vielleicht den nächsten Edukationsminister. Herr Wiesler, kann euch sagen, wer der als Edukationsminister gibt anderen oder gibt überhaupt anderen Schulsystem? Mal los für uns. Also ich meine, ich gebe nächstes Jahr schon einen anderen Outfit vielleicht raus, ich nehme bauchfrei und so ein Teilbassbox wie war. Das war damals Mode, das war den Unhat. War das nur vom Ulzkanal oder was? Ja, das war den Trailer, genau. Guten Abend beim Ulzkanal. Der freut sich bestimmt, wenn wir heute in einem Kurvershaller sitzen. Und wir wollen gerne anders ziehen, und wir wollen gucken, was eine andere Frisur und eine andere Maquillage bei einem Mensch ausmachen. Wir schauen mal zu unseren Themen. Ja, Claudia. Wie den Jungen ihre Musikstil haut es das aus. Aber wir so anders sehen, da fanden wir es gut, ein Gespräch beim Siegerl zu feiern. Ja, das war mal flott, die Moderationen zu zwei, aber das war... Boah, ich gebe vielleicht halt ein bisschen mehr natürlich probieren zu machen. Nee, das ist aber flott, auch Claudia hat sie gesehen. Du hast über Moderation geschwärzt, heute könnt lang. Schönen Abend beim Ulzkanal. Ich freue mich, erst für 30 Jahre begrüßen zu können. Wow, das ist ein bisschen... Ich gebe das Haut für sich ein bisschen natürlich vielleicht drüber zu bringen. Aber, voilà. Ich war jung, meine Nummer ist falsch geschrieben. Ich kann schon die Pullover und die Karten erinnern, natürlich alles nicht mehr. Wie all Jahres ein immenses Succès hat. Wenn einen eine Konkurrenz machen kann, das sind nicht die länger. Wir waren auf die länger und Schwamm und haben einen hergewiesen, der weiß, wie sich als eine Stadt verkehrt. Ich hatte nur für meine Tata ihre 50. Auch so ein Video gemacht, 15. 60. wo ich auch dann so eine Moderation gemacht habe. Und natürlich, wo es gefreut ist, hat etwas im Lycée, da Brot wird leben, definitiv, weil ich da meine Moderationskünste konnte mit abbringen. Du warst mit dir für 16 Jahre hier. Ich hoffe, es dauert nicht länger 16 Jahre, wie das mal als Nein gesehen, respektive du dein alle Lycée. Du musst merci, dass du hier warst. Ja, merci, echt. Also mich hat das extrem gefreut. Ich könnte einfach stundenlang nach rundherum laufen. Und wenn ich so rundherum trippelt, dann kommen lauter Erinnerungen zurück. So, ah ja, dem muss da, dann dem muss hier. Und ja, ich bin auch ein bisschen nostalgisch. Aber es war eine ganz, ganz schöne Zeit. Und ich grüße einfach auf dieser Platz alle guten meine Profen, die mich begleitet haben an den 7 Jahren. Und auch alle guten meine Ex-Matschüler. Es war eine super flotte Zeit. Ich hoffe, der hat mich so gut in Erinnerung, wie ich in Erinnerung habe. Und bis irgendwann vielleicht denke. It sound right, boy.